Grüß euch und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Fit mit Fett. In den letzten Wochen haben wir uns den Strongman reingehaut und wir haben uns richtig verausgabt bei allen Disziplinen. Und deshalb müssen wir jetzt einen Gang zurückschalten. Wir beginnen heute mit Yoga. Ich würde euch gerne wieder mal alle Übungen vorzeigen, so wie ihr es von mir gewöhnt seid. Aber leider Gottes, letzte Woche hat mich der Corona so richtig niedergebracht. 49 Fieber und Atemwegsbeschwerden und ein leichtes Jucken in der kleinen Zehe. Deshalb muss ich die Woche leider aussetzen, aber nächste Woche bin ich wieder für euch dabei. Aber wie immer habe ich meinen Atlatus dabei, den Zacharias Unfall. Grüß dich. Na, passt eh. Ja, Namenstag auch dir, gell? Also, wir beginnen jetzt mit dem Yoga und mit einer sehr berühmten Figur, eine Figur, die jeder kennt, nämlich der Hund. Passend, ne? So, also der Zacharias zeigt jetzt schon nochmal den herabschauenden Hund. Man sieht da ganz super da, der Winkel zwischen Arsch und Schultern passt perfekt. Aber natürlich, das ist nicht Yoga, wie wir es vorhaben. Das ist Yoga für los. Wir zeigen euch jetzt einmal richtig gute Hundepositionen. Gut, Zacharias? Ja, passt schon. Position 1, der scheißende Hund. Er öffnet das Herz und das Chakra im Darmausgang. Position 2, nach dem scheißenden Hund kommt der rutschende Hund. Es löst die Midichlorianer im Hintern auf und der ganze Energiefluss ist mit ihm im Einklang. Position 3, der schlafende Hund. Ja, er träumt von wilden Abenteuern, aber die Energie, sie fließt. Position 4, der aufreitende Hund. Ich spüre, da fließt was, aber ich glaube nicht, dass er Chakra ist. So, nachdem unser Hund jetzt alle Positionen brav gemacht hat, kriegt er natürlich sein Leckerli. Braver Hund, ja, er ist schon brav. So, das war's für diese Woche mit Fit mit Fetz. Nächste Woche zeigen wir euch neue Yoga-Figuren. Bis dahin, Namenstag und Namaste. Na, Wiederschauen. passt eh.